Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Platten im Lötschental gibt es seit dem grossen Bergsturz nicht mehr. Immer wenn du da durchfährst, siehst du eigentlich nicht in die Schuttkegel, sondern du siehst es drumherum, was du hast gelebt, wie du hast gelebt, was dein sicher Rückzugsort war. Und das ist einfach immer wieder das Messer in die Seite gestoßen, aber chemisch. Bei der Katastrophe im Mai 2025 hat der Richard Bellwald mehr als nur sein Haus verloren. Das ist mein Leben. Und jetzt ist nichts mehr da, was heimgekommen ist. Das ist jetzt Heimweh, heimkommen. Bellwalds wollen zurück in ihr Haus. Um jeden Preis. Es ist schwierig. Swisskoi im Kosovo ist seit 3 Jahren am Tobias sein Leben. Es macht mir ein bisschen Angst, ohne Job in Aussicht heimzugehen. Ich glaube, es wäre um einiges einfacher, sich wieder einzugliedern, wenn ich einen Alltag hätte. Einer der schlimmsten Tage war es wirklich, dass ich die Ausreisepapier unterschreiben musste. Es war die falsche Entscheidung. So unfair. Ja. Ich will auch eine Wahl haben. Weißt du, einfach wieder zurück nach Heimat. Wir können gerade zurück an den Standort, weil nur da können wir wahrscheinlich aufbleiben wieder. Das ist SRF bei den Leuten. Heimweh. Der Hasik Salim ist zu Malaysia auf die Welt gekommen. Aufgewachsen ist er aber in der Schweiz, seinem Sehnsuchtsort. Das ist mein Alltag hier, aber ich fühle mich trotzdem nicht wie daheim. Aber ist schon gut. Leider habe ich keine andere Wahl. Sein Vater ist schweizweit ein berühmter Sushi-Koch. Der Hasik wächst in Zermatt auf und fängt 2009 eine Lehre an. Dann wird die Großmutter krank. Er muss zurück auf Malaysia und verliert damit die Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz. Ich vermisse die Atmosphäre. Ich vermisse die Alpen. Ich vermisse meine Kollegen, meine Kindheit, die Freiheit, die ich hatte, dass ich mich auch sicher fühlen kann, wenn ich einfach aus dem Haus rauslaufe, zum Beispiel. Ich vermisse die Schweiz einfach. So ist es. Seit 14 Jahren ist der Hasik zurück in Kuala Lumpur. So richtig angekommen ist er aber bis heute nicht in der Hauptstadt von Malaysia. Er arbeitet als Sushi-Koch in einer Schule und ist viel daheim in der Wohnung. Draussen ist es häufig schlicht zu heiß in den südostasiatischen Metropolen. Am liebsten verbringt er Zeit mit seiner Frau in den eigenen 4 Wänden. Hi. Hallo. Hi. Jihi ist am Hasik seine Frau. Sie ist ursprünglich aus Südkorea und auch nicht happy zu Malaysia. Sie ist am liebsten daheim bei ihren 2 Katzen. Draussen fühlt sie sich nicht sicher. Ja, Jihi, ich bin mit ihr schon seit 6 Jahren unterwegs. Und wir haben, seit einem Jahr sind wir jetzt verheiratet. Die Frau ist alles für mich. Ja. Wie war es beim Arbeiten? Gut, die Kinder haben immer noch mehr Sushi wollen. Ich wollte extra Sushi haben. Das ist doch schön. Mein Mann ist sehr ein warmer und lieber Mensch. Für ihn stehe ich und auch die Katzen an erster Stelle.
Ihm ist die Familie mega wichtig. Das liebe ich an ihm. I do love about him, yeah. Jeden Abend dürfen die beiden Büsi sich noch ein bisschen im Stegenhaus bewegen. Das ist ein richtiges Happening für das junge Ehepaar. Who is this? What's this kid? Wow. Right? Let's go. Why do we go? Why don't you go play with Kiko? Go. I do love to stay at home. Ich bin wirklich gern daheim. You know, the outside. Draussen bin ich immer noch die Ausländerin. Still, I'm the foreigner Aber daheim, here. dort ist mein sicherer Rückzugsort. Dort fühle ich mich sicher. Yeah, my safe. Das ist viel wert in Malaysia. It means a lot in Malaysia. Zeit zusammen wird in der Zukunft noch wichtiger für die beiden. Chihi ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind. Let's play with the papa slipper. Was ich mir Sorgen mache, ist, wie mein Kind dann in Malaysia aufziehen lasse. Das ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann. Weil für mich wollte ich, dass mein Kind auch die gleichen Privilegien hat, so wie ich, als ich in der Schweiz aufgewachsen bin. Dass er auch in die Kinderkirche kann laufen, ohne dass er Angst hat. Weil da kannst du es leider nicht machen. Man muss das Kind mit dem Auto oder sonst mit dem Bus in die Schule bringen. Das Kind darf da nicht allein in die Schule laufen. Es wird einfach viel zu viel gefährlich, riskant. Er kann seine Schweizer Vergangenheit nicht vergessen. Es sind nicht nur die Erinnerungen. Es ist ein Teil von seiner Identität. He's part of the identity. Im Lötschental ist Jagdsaison. 2-mal pro Tag können Jäger hier ihr geschossenes Wild vom Wildhüter Richie Bellwald begutachten. Es wird gewogen, gemessen und gefachsimpelt. Unter dem Brecher geschossen. Schmollspiesser, 1,5. Heute ist aber alles anders. Wegen dem gewaltigen Bergsturz von Platten sind ein paar Jagdreviere in der Sperrzone. Ich würde sagen, es ist sogar ein grosser Scheissdreck. Ja. Ist das so, ja? Es ist anders und es ist gut, wenn das nächste Jahr die Alpen aufkommen. Das nächste Jahr will ich auf am Juni weg einen kleinen Postautobetrieb wieder machen auf dem Parkplatz Favler und euch die Leute zurück auf die Alpen kennen, die Fee zurück auf die Alpen und somit dann nachher euch die Jagd und der Tourismus in den hinteren Teil vom Lötschtal kommen. Das gibt sicher euch wieder eine Entspannung euch auf der Jagd, dass nicht mehr alle aufeinander hocken. Das ist aber Zukunftsmusik und noch ein weiter Weg bis dorthin. Im Moment ist das halbe Tal abgeschnitten von der Aussenwelt. Es hat schon mal eine Notstrasse hinter auf Platten, aber die darf man nur mit einer Genehmigung brauchen. So eine hat der Richie als Wildhüter. Also wir machen eine reine Kontrollfahrt jetzt in der Sperrzone, um zu schauen, ob alles gut ist und alles mit einem rechten Lauf. Und auf die Frage, was das mit mir macht, das ist halt immer speziell. Wir kommen jetzt hier auf den Punkt, wo der Bach ist, wo die Sperrzone anfängt. Und das ist immer so wie die erste Woche, wo ich heute nicht hinkommen kann, ist ja keine Straße, nichts. Es ist ja so wie ein Barriere in dir drin. Jetzt tust du hier rein, das heisst, es lässt hier ausfahren. Ja, hier, da gut. Hey, Sali, wer heißt? Ja. Das siehst du, das ist nicht Jago hier. Ich habe jetzt schon 40 Jahre nicht mehr gehabt. Aha, ja. Ich kann gerade mal schauen, was hier läuft in der Sperrzone. Hoffentlich nicht viel. Ja. Nicht abpassen. Ja. In dem Fall. Schönen Abend, ciao. Merci, Ciao. Tschüss. Ciao. Und jetzt ist halt immer, der nachher die Kurve machen ist immer mein Haus sehr präsent.
vor Augen, wo ich häufig war. Ich bin der Stabsadjutant Eisert Tobias, bin hier im Swisscroy-Kontingent 52 und seit dem Kontingent 47 permanent im Kosovo. Es ist morgen um 6 Uhr in Pristina. Am Tobias sein Tag fängt ziemlich früh an und ist eigentlich fast immer gleich. Routine gehört dazu im Militär. Die Schweizer Soldaten in der sogenannten Swisscroy helfen mit bei der Friedenssicherung im Kosovo. Seit 3 Jahren ist der Tobias jetzt schon ein Teil dieser Truppe. Seine Freundin in der Schweiz sieht er fast nur auf Fotos oder via FaceTime. Die Freundin hat mir da ein Büchschen gemacht mit ganz vielen Nachrichten. Jeden Tag eine, bis ich heimkomme. Heute steht drin, mit dir wird jeder Tag perfekt. Und das ist einfach mega herzig. Mache ich immer jeden Morgen. Gibt immer ein gutes Gefühl, wenn man aufsteht. Wir leben in einem militärischen Camp, wo multinational geführt ist. Wir können nicht raus in die Stadt. Wir können nur mit operationellen Gründen das Camp verlassen. Sehr schwierig, das jemandem zu erklären, der es nicht erlebt hat. Weil es ist mit vielen Faktoren hängt das zusammen. Je nach Tagesstimmung, nach den Gerüchen, die man wahrnimmt, oder Bilder, die man sieht, oder wie es auch aussieht, weil es sind Containerdörfer. Also, wir befinden uns gerade in einem Container. Das Büro ist 5 Meter von meinem Schlafplatz entfernt und. Das Containerdorf im NATO-Hauptquartier Film City ist dem Tobias in den letzten Jahren ziemlich ans Herz gewachsen. Es ist seine Heimat geworden. Der Morgen ist, finde ich eigentlich noch recht schön da, weil man hat wirklich einfach die Ruhe in diesem Land am Morgen früh. Die Ruhe ist allerdings rassig vorbei. Der Tobias ist dem Schweizer Kommandant seine rechte Hand. Yes! Tobi, hast du noch schnell eine Minute? Yes! Vielleicht brauchst du noch etwas zu schreiben. Check. Ich wäre froh, wenn du mich ein bisschen challengen würdest. Du musst es mal durchdenken, ob es aus deiner Sicht aufgeht. Vielleicht gibt es noch Synergien. Stimmt? Passt so? Ja. Perfekt. Deine Hilfe? Machen wir so? Schönen Abend dann, ja. Ja, gleichfalls. Danke dir. Ich glaube, ich könnte Jahre da unten hocken. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es gefällt mir. Ich lebe gerne da. Es ist auch, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ein einfaches Leben, weil Militär ist sehr strukturiert. Man hat immer einen Tagesplan, man hat Ziele, wo man immer darauf hinarbeitet. Und trotzdem will ich wieder heimgehen, weil ich habe auch einfach das Gefühl, wenn man dann zu lange da unten ist, dass man dann wie nicht mehr so fähig ist, daheim überhaupt Fuß zu fassen. Und die Hai in der Schweiz wartet sehnsüchtig seine Freundin Steffi auf den Tobias. In knapp 4 Wochen ist es soweit. Hey, morgen ist im Fall, ich muss noch auf Novoselo. Ich habe ein bisschen gehört, die Leute sind nicht so zufrieden, aber ich weiß es nicht. Ich werde es sich selber anschauen. Ja, ich kenne schon die Kontingent. Die Leute kennen auch schon mehr. Mhm. Aber ja, kommt schon. Wann kommen die Arbeitszeugnisse eigentlich? Ja, irgendwann vor End of Mission. Gewisse sind jetzt in der Übersetzung. Wo ist die Heizung? Ja. Ja. So lala. Schon cool hier unten. Aber ja, jetzt vermisse ich die Schweiz langsam schon ein bisschen. Gewisse Kollegen, Familie, logischerweise. Und kommen deine Eltern? Ja, ich weiß noch nicht. Meine Mami, ich habe ein E-Mail gemacht an meine Mami.
Ich habe gefragt, wer von der Familie will kommen. Sie soll mir doch bitte melden. Ich hoffe, meine Eltern kommen auch mit dem Auto. Ich bin ja auch drei Jahre weg gewesen, gell? Ja, klar. Gut, Sie haben noch nie eine Parade von dir erlebt, oder? Ich bin noch nie heimgeflogen. Das ist das erste Mal, als ich edelweiss zurück in die Schweiz fliege. Ja. Sonst bin ich nur mit Simex zurück oder Luftwaffe. Ja, voilà, also. Auf. Momentan freue ich mich sehr aufs Heimgehen. Aber es ist mit gemischten Gefühlen verbunden. Es ist ein bisschen die Angst, was kommt daheim? Wie geht es daheim weiter? Gleichzeitig ist es einfach die Freude, auch wieder die Schweiz können erleben, wie sie ist. Partnerin zu haben, Familie um mich herum zu haben, Kollegen. Das Haus von Bellwalds hat den Bergsturz von Platten überlebt. Aber nachher hat sich das Wasser beim Schuttkegel gestaut. Und der Richi musste zuschauen, wie sein Zuhause langsam aber sicher versunken ist. Ja, mit Spielplatz und all. Das ist das Haus. Das, was ich aufgebaut habe, das war alles hier in diesem Dorf. Jedes Mal, wenn die ist, die durchgegeist ist. Ja. Es wäre halt vielleicht sogar einfacher, wenn sie drunter wäre. Ich muss nicht so ansehen. Weil ich weiss ja alles, was ich im Haus habe, im obersten Stock, in jedem Zimmer. Aber man kann es einfach nicht aufgeben. Ab Platten ist das Tal gesperrt und es hat kaum Menschen hier hinein. 2 Reben, kein Rehgeiss. Schön. Die Tiere holen sich ihre Heimat zurück. Zum jetzigen Zeitpunkt, 3 Monate später, muss ich einfach sagen, das sind meine Wurzeln, das ist meine Heimat. Und das Gefühl ist einfach, ich muss hier zurück. Mich nervt das wirklich, dass die Leute aus EU-Städten in die Schweiz arbeiten können, obwohl sie Deutsch nicht können, obwohl sie die Sprache und Kultur nicht können und sich nicht integrieren möchten. Und ich als Drittstaatsbürger, der perfekt Schweizerdeutsch kann, der in der Schweiz aufgewachsen ist, nicht arbeiten kann. Ich finde das einfach voll daneben und unfair. Als 18-Jähriger ist der Hasik hierher zurückgekommen, wo er geboren ist. Als Fremder und gegen seinen Willen. Sein Vater hat ihm den Auftrag gegeben, zu der kranken Großmutter zu schauen. Als ich hier ausgestiegen bin vom Bahnhof, ist mir niemand von der Familie abholen gekommen. Ich musste das Taxi selber holen. Ich habe selber nicht gewusst, woher. Hier oder dort. Oder? Und bin einfach kurz da in der Mitte stehen geblieben. Und ja, ich hatte einfach 1000 Fragen im Kopf und Gedanken. Von 2 bis 18 war der Hasik in Zermatt und Winterthur daheim. In seiner eigentlichen Heimat Malaysia ist er wie ein Tourist, der hängen geblieben ist. Es war eine Mischung von allem. Ich war traurig, ich bin verwirrt, ich bin auch hässig irgendwie auf meine Eltern, dass sie mich da runtergeschickt haben. Ohne ganz strengen Grund, weil ich die Lehre abbrechen musste. Und einfach da mein Leben weiter soll leben. Mein Vater hat den Druck von der Großmutter bekommen. Ich habe gemerkt, dass er, bevor wir wieder auf Malaysia zurückgeflogen sind, in dieser intensiven 6 Monaten, hat er immer einen Anruf mit der Großmutter gehabt, hat mit ihr telefoniert und die hat ihm immer wieder den Druck gegeben, dass
dass es genug ist für ihn, in der Schweiz zu leben und dann sollte wieder zurückkommen. Zuerst ist die ganze Familie vom Hasik zurück auf Kuala Lumpur. Die Eltern haben als einzige wieder zurück in die Schweiz können, vor 3 Jahren. Wenn man halt in einer asiatischen Familie aufwächst, hat man als Kind kein Sagen. Und ich musste einfach befolgen, was er wollte. Und musste zum Großmutter heimgehen. Aber ich hatte einfach keine Lust. Und dann habe ich mir einfach viel überlegt, ja, wie soll ich da weiterleben? Also, ich bin ja frisch aus der Schweiz gekommen und in dieser Umgebung konnte ich mir das einfach nicht vorstellen. Der Hasik hat gemacht, was man von ihm verlangt hat. Zu seinen 2 jüngeren Schwestern geschaut und die Großmutter gepflegt. Sein grosser Traum, in der Schweiz Uhrenmacher zu werden, den hat er beerdigen. Grossi, es tut mir leid, ich weiss wirklich nicht, wo du bist. Ich blicke nicht gerne zurück, würde ich mal sagen. Ganz so planlos wie auf dem Friedhof ist der 33-Jährige aber nicht. Er hat ein klares Ziel. Ich habe gelernt, Spezialitätskoch zu werden, damit ich eine Chance habe, in der Schweiz wieder zurückzukommen. Und da habe ich gelernt und ich mache jetzt vorwärts. Und wenn ich denke, dass ich gut genug bin, werde ich dann meine Bewerbungen in der Schweiz abschicken und darauf warten und hoffe, dass ich eine Stelle in der Schweiz dann finde. Das ist, um was ich jetzt kämpfe, oder? Das ist mein einziger Plan, den ich jetzt habe. Das ist die einzige Hoffnung, die ich habe. Hallo? Grüezi? Zu Verden, 3 Dörfer weiter talauswärts, dürfen die Bellwalds eine Ferienwohnung von Freunden brauchen. Ihr eigenes Haus haben die Kinder nicht mehr gesehen seit der grossen Katastrophe. Die Hinterscheiben sind eingeschlagen. Siehst du hier am Spielplatz? Das Wasser ab. Ja, das war ich nicht so nervös. Siehst du, das sieht man auf das Geländer und hier das Wohnzimmer. Ich weiß nicht, warum die kaputt sind. Aber bis dahin haben wir das noch nie gesehen. Nein, das ist nicht vom oberen ausgehen. Das ist Nathalie verboten. Das Nathalie ist am Tisch verboten. Aber schreiben und telefonieren. Ja, aber jetzt haben wir etwas Außerordentliches, wenn wir das Haus mal anschauen können. Nicht? Habt ihr das Gefühl, er kann nur mal ins Haus gehen? Amalie, ich will nicht. Du willst nicht? Ich will nicht mehr. Du willst auch nicht? Streich doch. Wegen Steichen. Ja, und ich glaube, es ist besser, so, wenn er es vorher in Erinnerung hatte. Ich will nur die Fotos sehen, die machen. Ja. Es hat schon noch so 1, 2 Sachen. Und irgendwann nimmt es einfach gleich unten. Ja, ich meine, wir wissen ja, dass es schlimm aussieht und dass auch wie Kinder gesehen haben, dass es fest schmeckt. Aber es sind halt einfach kleine Erinnerungen auch. Und wo du halt einfach vielleicht noch so denkst, zum Beispiel von den Kindern, die Bücher, die ich geschrieben habe, weil sie den ersten Sand verloren hat, wenn sie es verloren haben und wenn sie das erste Mal gelaufen sind. Das sind einfach so Sachen, die du nicht mehr hast. Und das ist das, was fehlt. Wo ich das Gefühl habe, das habe ich alles aufgeschrieben, ja. Ich weiss, ich habe beides Heft, Bücher gekannt. Das Bücher haben sie halt bis heute noch nie gesehen. Und ja, das ist das, was mir Herz hat. Aber ich meine, es gibt noch viele andere Sachen, die ich Herz haben und wo man einfach das Gefühl hat, es wäre schön, wenn man es halt gleich noch irgendwie... Ja, ich glaube, Brüche kann man es ja sicher nicht mehr. Aber dass man so definitiv abschließen kann, ist halt schon ein bisschen... Gell, Kinder? Heftig. Das daheim komme ich nicht mehr, das Abschalten kann ich hier einfach nicht mehr. Ich komme hier heim und bin da und habe viel Zeit, wo ich gar nicht weiß, was ich mache. Vorher hatte ich meine Werkstatt, bin da oben etwas zu machen.
hatte ich immer für den Beruf etwas zu tun gehabt, neben dem Dom, bin heimgegangen und dann hast du einen Rasen gemacht, du warst einwenig im Haus, ich habe das drumherum geschaut. Und dann hast du die Leute gesehen, dann hast du mit den Kindern geshootet, hast ein Trampolin gespielt, daneben war der Kinderspielplatz, es sind immer verschiedene Leute gekommen. Und das sind alles so Sachen, die im Bett wach liegen, die du einfach vermisst, die einfach alles zerstört sind. Charlie Hotel, this is Charlie Hotel 210, radio check, over. This is correct. Out. Außerhalb vom Camp muss der Tobias den sogenannten Movecom melden, wo er gerade ist. Wir sind Richtung Norden unterwegs, ins Camp Novoselo heisst das, wo wir einen Großteil der Schweizer Truppen stationiert haben. Und machen dort ein Psychli. Muss noch ein paar Sachen anschauen mit gewissen Leuten. Und auch sonst sehe ich ein bisschen in meinem Job auch einfach ein bisschen den Puls der Truppen zu spüren, um auch am Kommandanten ein bisschen Vorwarnung zu geben, wenn sich irgendetwas ergibt oder so. Der Tobias ist der höchste Unteroffizier der Schweiz im Kosovo. Sein Wort hat hier unten Gewicht. Es wird einem schon bewusst, dass das Leben findet daheim statt. Sobald man in den Flieger steigt und da runterkommt, bleibt die Zeit daheim nicht stehen. Sie geht weiter. Aber für mich bleibt sie wie stehen. Das Camp Novoselo ist das Hauptquartier der Swisscom für die Logistik- und Transportkompanie. Der Tobias hat selber hier etwa ein Jahr geschafft und hat immer noch Freunde. Hey, guten Tag, ja? Hi. Alles gut? Ja, bei dir? Tipptopp, merci. Läuft alles. Ja, tipptopp. Vorbereitet? Was, Hotto? Ja, du weißt, es ist Welf. Zeig mal. Kiste, haben noch die alte Matratze. Schön überall voll. Das geht dann nachher. Ich bin froh, bin ich nicht mit dem Nachschub. Das glaube ich. Du hast mich kaputt gemacht letzten Sommer. Das ist möglich, ja. Das ist möglich. Das kann ich gut verstehen. Und du? Freust du dich auf daheim? Wird Zeit. Das 3 Jahre. Schon langsam Zeit, weil er ist schon seit ein paar Jahren jetzt hier. Es tut ihm gut, absolut. Wir werden ihn schon vermissen, weil eben zusammen mit dir arbeiten war extrem genial, extrem schön. Ja. Das war eine richtig gute Zeit, ja. Ja, das sind Sachen, die ich glaube vermissen wird. Vor allem so Kameraden. Also ich meine, Federico kommt vom Tessin. Ja. Und das ist eben schön auch an der Armee oder auch generell an der Swisscom. Wir machen in der ganzen Schweiz Kameradschaft. Also das ist schon schön. Ja, was funktioniert. Diese Art von Freundschaft werde ich definitiv vermissen. Weil das habe ich noch nie erlebt, daheim in der Schweiz. Ich liebe all meine Kollegen, die ich daheim habe, aber das hier ist eine andere Art von Freundschaft. Weil mir geht wirklich durch dick und dünn. Und das schweißt extrem zusammen. Hey. Alles gut? Ja, bei dir? Ja, funktioniert. Tipptopp. Ja. Super. WEMF läuft? Ja, läuft tipptopp. Auch neu vom DLBA. Swissin-Mitarbeiter. Hast du genug Platz? Alles, ja, alles vorbereitet, alles tipptopp. Ja. Sonst? Freust du dich heimgehen? Ja, ich denke, du auch. Ja. Ich merke gerade, vor allem von Ihnen zwei, die Laune ist recht gut, obwohl es jetzt in die Schlussphase geht, die noch mal recht stressig ist. Aber das heisst, die Standortführung macht etwas richtig. Und auch generell die Chef US, also die Chefs da, machen auch etwas richtig, um ihre Leute motiviert zu behalten und bei Laune zu behalten. Weil gegen Schluss ist meistens noch oft so noch mal schnell eine Phase, wo man nur noch heim will und dann ein bisschen Sachen vernachlässigt. Egal, wir gehen heim. Scheiße drauf. Baby, it's time to let the old ways Wie sieht's? die. Ja. Mach's gut. Ciao, Vicky. Jutzi, mach's gut. Ciao, ciao. Takes a lot to change, man. Hell, it takes a lot to try. Baby, it's time to let the old ways die. Baby, it's time to let the old ways die. Baby, it's time to let the old ways die. It takes a lot to change your plans, hell, a train to change your mind. Maybe it's time to let the old ways die. Oh,
maybe it's time to let the old ways die. Eine Zeit lang wird es einfach halt unseres daheim sein, weil wir keine andere Wahl haben. Aber wir hoffen ganz, ganz fest, dass wir heim auf Plateau können. Das Dorf Verden, wo Bellwals jetzt wohnen dürfen, ist gerade mal 6 Kilometer von Platten weg. Die Kinder können sogar in die gleiche Schule. Aber gleich ist nichts mehr wie vorher. Es ist wirklich ein Auf und Ab. Also ich gehe und ich denke so am Morgen, boah, ich schaffe jetzt das. Aber du hast einfach keine andere Welle. Und du bist wie so ein Hamsterrad drin, wo du einfach weißt, jetzt musst du einfach vorwärts schauen und nicht rückwärts. So hart das ist, aber ja. Aus der Vergangenheit ist der Familie auch nicht viel geblieben. Hier sind auch Milchzonen. Zeig. Das ist ein Dino. Zeig. Wir müssen ihn noch putzen. Die von der Nina. Und das ist ein Dino, Nina. Das ist das Herz von dir. Das ist mein Herz! Schau mal da. Das ist der Ring. Ja, wir haben am 7. August ins Haus dürfen. Es ist kurz vor der Rocklite. Die in diesem Gebiet wohnen, die dürfen mit 2 Rucksäcken hingehen. Und das war echt brutal. Also, wir haben gewusst, wir können jetzt eigentlich schauen, was passiert ist. Und ja, für mich war es fast schlimmer als der 28. Mai. Und dann sind wir halt ein. Und nachher ist eigentlich, ich sage immer, die Hölle auf Erden. Du hast eigentlich gesehen, was du vorher gehabt hast und was du nachher halt nicht mehr hast. Ja. Das Elternhaus ist weg, das Haus vom Bruder ist weg, die Kirche ist weg, der Friedhof, wo die Eltern sind, ist weg. Es ist einfach alles weg. Und das war ein endgültiges Weg. Nicht ein Weg, wie wenn das Dorf abgebrannt ist. Dann könntest du auf die Mauer stehen, könntest die Heu verrichten und sagen, ich stelle hier das Haus auf. Hast deine Mark, deine Mauer, sondern hier ist einfach alles weg. Es ist noch ganz früh am Morgen in Kuala Lumpur. Seit 3 Wochen arbeitet Hasik in der Kantine der renommierten International School Garden. Er ist für die japanische Küche verantwortlich. You should know that chef job is not really. Der Beruf als Koch ist in Malaysia nicht hoch angesehen und schlecht bezahlt. Wir können nicht mal unsere Kredite abzahlen. The only reason he is doing become a chef is to get back to the Swiss. Der einzige Grund, warum er das macht, ist, dass er zurück in die Schweiz kann. Wir wissen nicht, wie lange es braucht. Vielleicht 3, vielleicht 5 Jahre. Wir hoffen einfach, dass wir zusammen in die Schweiz gehen können, um uns dort eine neue Existenz aufzubauen. Sein Job ist es für die Schülerinnen und Schüler, Sushi zu machen. Gelernt hat das Handwerk von seinem Vater, einem international bekannten Sushi-Koch. Sein Herz schlägt aber eigentlich für etwas ganz anderes. Ich mache das nur gerne für die Kinder eigentlich, aber tief im Herzen drin liegt mir Uhrmacher im Herz, weil das wollte ich schon immer machen, weil ich mal die Lehre im Bucherer als Detailhandelsfachmann gemacht habe und mich mit den Uhren sehr gut auskenne. Und mich hat die Uhren immer bis jetzt fasziniert und das würde ich gerne mal in der Zukunft machen. Die Zürcher Bahnhofstrasse und seine Edelboutiquen sind aber gerade Lichtjahre weit weg. Will er zurück in die Schweiz können, braucht er einen Job als Sushi-Meisterkoch. Nur so hat er die Chance auf eine Aufenthaltsbewilligung. Zumindest bei seinen jungen Kunden da kommen seine Kochkünste sehr gut an. Ja, ist immer so, jeden Tag. Und das macht mir Freude daran. Und ja, wie es sieht, muss ich noch mehr machen. Es langt einfach nicht.
Wir kennen uns seit der Jugend. Und zusammen sind wir erst ein Jahr und ein paar zerquetschte. Also eigentlich gar noch nicht lang, das stimmt, ja. Aber ich glaube, das ist das Richtige so. Und die Fernbeziehung hat es wirklich nicht einfach gemacht. Aber ich glaube, für mich war es einfacher als für sie. Weil ich bin in so einem dynamischen Alltag drin, wo ich gar nicht so Zeit habe, um etwas daheim zu vermissen. Zu dem dynamischen Alltag gehören Sitzungen, Besuche, Bürosachen und halt auch das Waschen. Arbeiten und Privatleben findet ausschließlich hier statt. Die rund 200 stationierten Schweizer Soldaten dürfen nicht ohne Grund aus dem Camp raus. Seit 3 Jahren schon so dicke Matratzen am Schlafen. Gibt Schöneres. Also ja, jetzt bin ich hier alleine. Bald wohne ich nicht mehr alleine, sondern mit der Freundin. In der Hoffnung, dass ich das nicht mehr machen muss. Nein, Hilfe natürlich auch im Haushalt. Nein, aber ich freue mich im Fall wirklich auf die Zeit, weil ich bin nicht gerne einfach alleine da. Ich bin ein Mensch, der auch ein bisschen Leute um einen herum braucht. Wegen dem hocken wir oft einfach noch ein bisschen draussen da. Und da bin ich meine, es ist recht kahl. Ich bin effektiv eigentlich nur da zum Schlafen. Kann man so sagen, ja. Es ist die erste gemeinsame Wohnung für uns beide. Ja. Wir ziehen zusammen. Warten schon lange drauf. Momentan ist es ein bisschen meine Schuld, dass wir so lange darauf warten, weil ich immer im Ausland war. Aber wir freuen uns riesig, den Schritt zu gehen. Und ich höre immer wieder, ja, zusammenziehen, jetzt kommst du zuerst mal heim und alles. Aber vielleicht ist auch das gerade, was ich brauche, nicht alleine sein, sondern ich lebe da ja permanent mit Leuten zusammen. Also brauche ich das vielleicht auch gerade mit meiner Partnerin zusammenzuziehen. Seit einem guten Jahr ist der Tobias in einer Fernbeziehung mit der Stefanie. Sie ist 25, arbeitet in der Kinderbetreuung und ist schon ziemlich im Zügelfieber. Hallo. Hallo, Schatz. Hast du gut? Ja, du auch. Tipptopp, tipptopp. Ja, ich habe jetzt schon mal ein bisschen ausmisten. Ich habe sogar ein paar von meinen Bechern ausgemistet. Du hast Becher ausgemistet? Ja, aber nur mit der Hoffnung, dass wir neue kaufen können. Das war nicht der Deal. Aber ich habe noch mal bei dem Immobilium nachgefragt. Und sie haben gesagt, es ist jetzt okay, der Nachmieter ist gefunden. Wir werden es dann sehen, aber ich möchte, dass möglichst schnell, möglichst viel schon gemacht ist, weil ich ja dann noch Ferien habe, dass wir dann gerade können. Ja gut, ich bin ja am 10. auch daheim. Ja, ich weiss, aber du kannst nicht so gut ausmisten, weil sonst wirst du weg, wo ich nicht will, dass sie weggehen. Blödsinn. Nein, ich kenne dich. Du hättest all meine Becher aussortieren. Ja, schon der grösste Teil, ja. Ich habe da vorne alles schon mal weggenommen. Ausser deine Playstation kann ich stehen lassen. Ja, hoffentlich auch. In knapp 2 Wochen ist das mit der Fernbeziehung endlich vorbei. Das muss man glaube auch. Ja, nicht gerade einfach. Aber ich glaube, für mich ist es ein bisschen einfacher wie für die Steffi. Weil ja, sie wartet dann am Abend und ich arbeite irgendwie noch bis um 7, 8 oder bin noch irgendwo an einem Essen. Dann schreibe ich ja in einer halben Stunde oder so und dann wird doch eine Stunde noch. Und sie wartet einfach daheim. Also, und sie hat auch am Tag ein bisschen Zeit, um mehr darüber nachzudenken, die ich halt nicht habe. Wegen dem glaube ich schon, dass es für sie ein bisschen schwieriger ist als für mich. Obwohl, also es klingt so, als ob es mir einfach fällt, das auf gar keinen Fall. Aber für beide Scheiße. Ja,
Er muntert mich einmal ein bisschen auf, weil ich bin eher der Pessimist, der sich dann denkt, es dauert noch so lange. Und er bleibt dann schön ruhig und ja, muntert mich dann einmal auf, dass es eben schnell vorbeigeht. Das ist nicht immer einfach. Ja, das stimmt. Ja, lebe ich jetzt mit dem Minimum und packe irgendwie alles weg, was ich nicht wirklich brauche. Wie zum Beispiel meine Becher. Hast du aber, wie viel hast du jetzt weggerührt? Ich glaube, 2 habe ich weggerührt und 2 stehen noch dort, wo ich mir schon Nur sicher 2? bin. Ich habe gedacht, jetzt hast du voll ausgemistet. Übertrieb nicht, die anderen sind alle so cool. Die habe ich nur gerührt, weil sie halt schon älter sind. 1. November, fix. Ja. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss, Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Tschüss. Tschüss. Also ich bin sehr kribbelig, also ich bin schlecht geschlafen. Und der Morgen schon, wenn ich arbeiten bin, war anders. Die Gedanken sind also sicher heute schon mit dem Säckchen. Was erzählen die 3 Staatsräte, was erzählen die Departemente. Und dann ist es schon sehr speziell. So wie Bellwalz geht es heute allen im Lötschental. Der Kanton gibt bekannt, wie es mit Platten weitergehen soll. Das Grosse passt auf die Kinder auf, damit Stefanie und Richi hören können. Oh. Jetzt habe ich Angst, passiert. Schon erst 20 vor. Aber dann alles schon läuft. Pferde sieht ähnlich aus wie Platten vor dem Bergsturz. Aber für Stefanie und Richi ist das keine neue Heimat. Sie wollen und können nicht anders als zurück auf Platten. Das Beste ist positiv bleiben. Es kommt gut. Das Schlimmste ist, dass sie sagen, ich kenne die nächsten 10 Jahre nicht mehr auf Platte. Und dann müsste man ja komplett anders. Sonst hat man irgendwas wie so einen Zeithorizont, dass man sagt, jawohl, in 2 Jahren kann ich vielleicht wieder an das Haus planen und in 3 Jahren und gebe also einen Auftrag und in 4 Jahren optimal sind wir im Haus. Das wäre eigentlich das, was wir bekehren. Wie es rauskommt, wie ihr und Plan ist, alles offen. Mal hören, was du sagen. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».